glaube, Sie würden dem Sozialismus sagen, oder? Nein, ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Really? Da hinterfrage ich jetzt ein bisschen genauer, weil ich will wissen, bevor ich meine Meinung bilde, ob die Aussagen beleidigt werden können. Ein Aspekt, den ich überhaupt nicht verstehe. Man muss vorbereitet sein. Da ist ja alles schön und recht, aber jetzt kommt noch das Beste. Schweinerei. Wie kommt man auf die Idee, in einer Situation, wo einem die Ressourcen knapp werden, darauf zu schauen, dass man weniger von ihnen verbraucht? Nimmt doch Rücksicht auf Ihre geliebte Natur. Stärken wir damit die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz? Oder wird damit unser Energieproblem nicht wirklich gelöst und die Schweiz verschandelt? So als wenn wir probieren, zwei völlig entgegengesetzte Pole irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Über das müssen wir reden in der Abstimmungsarena. Was mir wichtig ist in diesem Video, ich möchte nicht, dass ihr euch aufgrund von meiner Meinung eure Meinung bildet. Ich möchte, dass ihr euch aufgrund von den Informationen, die ich euch möglichst neutral probiere aufzuzeigen, dass ihr aufgrund von diesen Informationen euch probiert, euch selber in eine Richtung zu lenken, dass ihr euch mit einer Richtung anfreunden könnt. Ich habe extrem Mühe gehabt, um mich zu entscheiden, wo das ist, schlussendlich das Kreuzchen mache. Ich habe die Aussagen von gewissen Teilnehmern von der Arena genommen und gefunden, dahinter frage ich jetzt ein bisschen genauer, weil ich will wissen, bevor ich meine Meinung bilde, bevor ich mein Kreuzchen irgendwo mache, ob diese Aussagen auch beleidigt werden können. Zum Teil sind die nur entscheidend für meine Meinungsbildung. Macht da selber eine. Macht da selber eure Meinung. Meine Meinung ist da nicht interessant, sondern eure Meinung ist interessant. Was ihr mit den Informationen macht, das liegt bei euch. Heute in der Abstimmungsarena zum Stromversorgungsgesetz. Albert Rösti. Er vertritt die Position von Bundesrat und Parlament und sagt, wir brauchen dringend mehr Strom. Das Stromgesetz ermöglicht den raschen Ausbau der einheimischen Stromproduktion und senkt unsere Abhängigkeit vom Ausland. Magdalena Martullo-Blocher, Vizepräsidentin SVP, sagt, der massive Ausbau von Wind und Solar bringt wenig Strom, aber eine Verschandelung der Landschaft und gigantische Stromkosten. Nadine Massards, Nationalrätin SP, sagt, wir müssen jetzt vorwärts machen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich sage Ja zu einer ausgewogenen Lösung von Umweltschutz, Politik und Wirtschaft. Vera Weber, Präsidentin Fondation Franz Weber, sagt, ich sage Nein zu einer Schwächung des Naturschutzes. Denn mit dem Stromversorgungsgesetz werden Wälder für Windparks vereinfacht gerodet und die Alpen mit Solarpanels zugepflastert. Außerdem im Studio für die Vorlage Christian Wasserfallen, Nationalrat FDP. Thomas Wellacott, Geschäftsleiter WWF Schweiz. Und gegen die Vorlage Hans Weiß, Vorstandsmitglied Referendumskomitee. Elias Vogt, Präsident Verband Freie Landschaft Schweiz. Es ist nicht einfach, sich für oder gegen das Stromgesetz zu entscheiden. Man entscheidet sich dann für einen Kompromiss, der am Schluss für beide Parteien nicht glücklich ist. Es ist ein Kompromiss nach gut schweizerischer Art, den wir hier geschmiedet haben. Wo man nur mit einem Lächeln und einem weinenden Auge sagen kann, ja oder nein. Es ist unhuere schwer, sich da eine Meinung zu bilden. Und darum sind wir darauf angewiesen, dass genau die Informationen, die man in einer Arena hören, auch fundiert sind. Das geht doch nicht. Dass da Informationen sind, aufgrund von denen man dann sagen kann, «Moll, das ist jetzt für mich ein wichtiges Argument, da unterstützt mein Hauptziel, wo ich jetzt kann sagen, ja, ich nehme das Stromgesetz an oder ich stimme dagegen.» Ich will weiterhin nicht das ganze Land mit Wind überbauen. Aber ich will, dass es ein paar Anlagen geben kann. Und das führt mit dem Gesetz dazu, dass wir die Winterlücke, weil 2/3 des Wind wird im Winter anfallen, dass wir die Winterlücke schließen können. Weil eine Mangellage in der Schweiz wäre eine Katastrophe. Wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, darf man in allererster Linie mal darüber nachdenken, was denn eigentlich das primäre Ziel ist. Wohin will man? Also, wo ist man, wohin will man? Es gibt immer Konflikte. Wenn man eine Lösung sucht, gibt es vom Punkt A zum Punkt B immer mehrere gute oder weniger gute oder schlechte Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen. Oder wo sich gegenseitig
sogar in der Erreichung behindern. Ich werde noch genauer ausführen, was ich damit meine. Im Stromgesetz kann man genau das Szenario sehr gut erklären. Es gibt keinen Grund, unsere Natur zu zerstören, unsere Wälder abzuholzen, unsere Auengebiete zu trocknen, wenn man diesen Solarstrom auf bestehende Infrastrukturen ausbaut. Es wird immer mehr Solardächer, Solarfassaden zugebaut. Und wir haben auch noch viel, viel mehr Infrastrukturen. Wir haben 1500 Kilometer Autobahnen, wir haben 5300 Kilometer Zugnetz. Also da kann man sehr, sehr viel Solarpanels rauftun, auch auf große Parkings, auf große Flächen. Es gibt keinen Grund, unsere Wälder, unsere Biotopen, unsere Natur dafür zu zerstören. Der Bundesrat und das Parlament stehen im Abstimmungsbüchlein auch dafür ein. Der Ausbau der großen Anlagen für die Stromproduktion erfolgt mit Rücksicht auf Natur und Landschaft. In besonders schützenswerten Gebieten dürfen grundsätzlich weiterhin keine neuen Anlagen gebaut werden. Es wird ja nicht einfach sofort gebaut, da kommen Bagger ran, sondern es werden Eignungsgebiete ausgeschieden, da muss man noch darüber abstimmen. Und der Bau von Windkraft und grossen Solaranlagen soll sich ja auf ausgewählte Gebiete konzentrieren, und zwar auf solche, die für die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie geeignet sind. Man nimmt doch Rücksicht auf ihre geliebte Natur. Okay, zuallererst ist es mal wichtig, dass wir uns ein klares Ziel setzen. Weil es bringt nichts, in allen Problemen umeinander zu graben, die wir hier haben, die wir auch lösen müssen, wo wir aber nicht wissen, ob diese Problemlösungen nicht schlussendlich auch zu unserem Ziel führen, wo wir jetzt mal primär anstreben. Denken wir uns darauf an, wollen wir günstige Energie produzieren, wollen wir nachhaltig produzieren, geht beides, kann man attraktive Energie produzieren. Also in allererster Linie ist es wichtig, dass wir uns klar definieren, welches Ziel wir erreichen wollen. Weil wenn wir das Ziel nicht definiert haben, dann können wir uns auch nicht darüber beschweren, dass wir nie ankommen. Logisch, oder? Das Land braucht dringend mehr Strom. Und dann musste ich immer sagen, was ist kurzfristig möglich, kurz- und mittelfristig. Und das ist halt mehr Wasser, Wind, Solar und Biomasse. Aber Solar ist ein gutes Stichwort, weil bis 2035 sollen die erneuerbaren Energien 35 Terawattstunden Strom liefern. Das ist fast 6-mal mehr als heute. Bis 2050 sollen es sogar 45 Terawattstunden sein. Das geht alles laut dem Bund in erster Linie nur mit dem Solarzubau. Das ist richtig. Ein Grossteil wird auf den Gebäuden sein und an den Fassaden. Und die alpinen Solaranlagen, da erwarten wir eigentlich 2 Terawattstunden. Das ist ein bisschen technisch. Wir haben 60 Terawatt Totalstromproduktion und wir warten eigentlich 2 Terawatt. Also ein paar Anlagen für die Winterproduktion. Darum ja so alpin ob der Nebelgrenze. Wir müssen vor allem, und das ist mein Ziel in erster Linie, in den nächsten 10 bis 15 Jahren etwa 10% vom Strom zubauen, dass wir den Winterstrom, weil daher könnten wir eine Knappheit haben. Längfristig, ich meine, 2050, das geht noch so lange, wir werden weiter diskutieren im Parlament, aber heute, in den nächsten Jahren, und wir sind aktuell in einem potenziellen Risiko von einer Mangellage. Und darum müssen wir jetzt das, was wir können, produzieren. Das heisst, weg von der fossilen Energie hin zu der grünen, nachhaltigen Energie. Das würde heißen Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Biomasse. Und dafür kein Öl, Gas, Kernkraft. Jetzt mal angenommen, das wäre unser Ziel. Angenommen, unser Ziel wäre, hin zu der grünen Energie, zu der nachhaltigen Energie und weg von der fossilen Energie, zu der, die irgendwann erschöpft wird sein, die nicht nachhaltig ist. Dann werden schon ganz viele andere Sachen ausgeschlossen, andere Probleme mal auf die Seite geschoben, wo wir uns nicht mehr darauf fokussieren müssen. Wenn das Ziel ist, dass wir uns der nachhaltigen Energie widmen, dann ist nicht mehr unser primäres Ziel, es muss schnell gehen, es muss attraktiv sein, es muss unabhängig sein, es muss der günstigste Strom sein, den man produzieren kann. Die Zielsetzungen vom Stromgesetz ermöglichen den Gesamtverkehr von Benzin und Diesel und unsere Heizungen von Öl und Gas zu befreien. Dank dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann der Ersatz von fossiler Energie komplett durch sauberen Strom erfolgen, inklusive Elektroautos und Wärmepumpen. Das neue Stromgesetz ermöglicht der Schweiz, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Fangen wir an mit dem SVP-Bundesrat Albert Rösti. Er sagt, Wir brauchen dringend mehr Strom.
Das Stromgesetz ermöglicht den raschen Ausbau der einheimischen Stromproduktion und senkt unsere Abhängigkeit vom Ausland. Sprich, dass wir nicht in eine Mangellage hineingeraten, wo wir jetzt potenziell das Risiko haben, weil wir einfach zu wenig Strom produzieren können. Dass wir im Winter das Energiedefizit, wo wir mit unseren PV-Anlagen halt nicht stemmen können, dass wir dafür sorgen, genug einheimischen Strom produzieren können. Jetzt können wir uns entweder davon abhängig machen, dass wir Strom importieren können. Zu dem kommen wir dann später noch. Oder wir produzieren selber Strom. Und es wäre ja witzlos, wenn wir jetzt sagen, ja, dann können wir halt nicht Strom produzieren, oder? Dann wäre der ganze Bums für nichts. Jetzt haben wir schon 2 alpine Solaranlagen, 2 Terawattstunden Wind. Und wenn wir jetzt noch 2 Wasser, wo wir auch noch die Stauseen, die mir am wichtigsten sind, dann haben wir die 6 Terawatt, die 10% der Stromproduktion, die für den Winter nötig sind. 9000 Windräder und 5-mal den Zürichsee vollpflastern und am Schluss gleich Stromlücken weit und breit nicht decken. 9000 Windräder. Richtig oder falsch? Also meine Zahlen sagen etwa 200. Oder? Wir haben ja Gesuche und wissen ungefähr im Bundesamt für Energie, was an Anlagen geplant ist. Aufgrund der Richtpläne, die man bereits gemacht hat, aufgrund von vielen Gemeinden, die Wind auch bereits abgelehnt haben, aber anderen, die so zugestimmt haben. Wenn sie von 9000 reden, dann ist das gerechnet, dass man nur noch Wind macht. Es geht vor allem um Solar und Wind, wo wir eben, die Menge ist nicht aufgeteilt, ob Windräder oder Solar. 9000 Windräder, 5-mal der Zürichsee mit Solar. Extreme Verbauungen. Also wenn man es nur mit Windkraft machen, hat der Herr Bundesrat vorher gesagt, Jawohl. die 9000, er hat gesagt 200. Aber Ja, können aber wir darf noch ich noch auf im die Detail 200 noch eingehen vielleicht? Wir reden noch über die Windkraft. Ich wollte jetzt mal Ihre Position am Anfang hören. Ich glaube, die ist gut übergekommen für den Moment. Dann hat sie noch gesagt, dass sie Angst hätte oder dass sie sich Sorgen macht, dass es der Schweiz schlussendlich dann nicht reichen wird, wenn wir uns nur mit dieser nachhaltigen Energie versorgen. Die SP-Nationalrätin Nadine Massart versucht, ihr diese Sorgen ein bisschen zu nehmen. Es langt. Wir können damit die Versorgungssicherheit stärken hier bei uns. Mit dem Stromgesetz können wir die erneuerbaren Energien rascher ausbauen. Gut, dann hätten wir das Thema Produktivität schon mal geklärt. Kommen wir zu den Kosten. Zu den Kosten, Frau Martullo. Sehr gerne. Also, wir müssen noch mal sehen, wir brauchen hier grosse Strommengen mit Wind und Solar. Und darum werden auch die grossen Kraftwerksparks ausgeschieden auf Auftrag vom Bund und realisiert werden. Und sie werden extrem subventioniert. Mehr als die Hälfte von diesen Investitionskosten übernehmen wir nachher als Netzzuschlag. Aber die Kostenfrage, Christian Wasserfallen, als jemand, der sonst genau anschaut, kostet das nicht einfach wahnsinnig viel? Also ich glaube, das entscheidende Argument bei den Kosten ist, ob man dann wirklich einfach nur eine dezentrale Stromproduktion hat oder ob eben auch noch ein zentraler Anteil dabei ist. Es sind andere, auch grössere Kraftwerke, so namentlich Wasserkraftwerke. Dort muss man die Leitungen sowieso ausbauen. Und da bin ich der Meinung, ist es eine Frage, ob man die Netzkosten eben dann auf der einen Seite ein bisschen minimieren kann, indem man eben das Netz richtig plant. Und dort sind wir dann automatisch auch bei den Lastflüssen im europäischen Umfeld. Je besser dass die planbar sind und steuerbar sind, desto besser können wir sie auch ausbauen. Aber was noch das Beste ist, wir zahlen alle diese Kosten, aber für unsere Versorgung ist nicht gesorgt. Weil die Kraftwerksbetriebe, die Axpo, Alpiq und BKW und so weiter, wie sie alle heissen, die Stromkonzerne kommen an die Investitionskosten die Hälfte zurückerstattet von uns. Aber sie sind frei, was den Strom verkaufen. Total frei. Toby is free. Sie können ins Ausland verkaufen, sogar in einer Mangellage in der Schweiz. Nicht einmal in einer Mangellage sind die verpflichtet, den Strom, den wir die Hälfte in die Investitionskosten gezahlt haben, zu uns zu liefern. Wir haben am Schluss gar nicht mehr Strom, sondern sogar noch den teurer. Der tun es nämlich dann billig ins Ausland verkaufen. Ein Aspekt, den ich überhaupt nicht verstehe, dass man so extrem subventioniert, ohne eine Verpflichtung, dass wir wenigstens vom Strom profitieren. I want you to write, I must not tell lies. Auf Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber really? Auch da wollte ich das Knäuel wissen. Und zwar, diesen 3 Stromproduzenten, die sie jetzt hier die Unterstellung gemacht hat, habe ich einfach einmal eine Mail gemacht. Und zwar mit der Frage, in Anlehnung an den von der Frau Martullo vorgetragenen Fakt, gelange ich mit der Bitte um Bestätigung bzw. Widerlegung von dem Einschub an Sie.
Und die Antwort war, die Alpig setzt sich dafür ein, die Versorgungssicherheit in der Schweiz zu gewährleisten. Die flexible Wasserkraft von Alpig unterstützt wesentlich die Versorgungssicherheit, kurzfristig mit Systemdienstleistungen und langfristig bei der Verschiebung saisonaler Produktion im Winter. Die Schweiz braucht im Winter mehr Strom. Alpig entwickelt zusammen mit Partnern wichtige Projekte, um im Winter mehr Energie zu produzieren, damit unsere Speicherkapazitäten erhöht werden können. Die 15+1 Projekte vom runden Tisch Wasserkraft stehen dabei im Zentrum. Ein Projekt für alpine Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen könnten aber in einer bestimmten Größe als nationales Interesse eingestuft werden und würden dann von einem erleichterten Genehmigungsverfahren profitieren und so auch schnell Winterstrom liefern. Wichtig, der Ausbau von diesen Energien wird mit den verfügbaren Mitteln finanziert. Das Stromgesetz sieht keine Abgabenerhöhungen vor. Und es sichert unsere Stromversorgung, vor allem im Winter, dann, wenn die Energie knapp werden kann. Das, was auch der Bundesrat Rüstig gesagt hat. Durch das sparen wir Kosten für teure Notfallmaßnahmen, die die Konsumentinnen und Konsumenten dann zahlen würden. Vor allem der letzte Punkt ist relativ interessant. Der Rest könnt ihr in der Quelle selber nachlesen. Die Alpig vermarktet ihre Energie als Stromversorger, insbesondere über langfristige Verträge zur Preisglättung, wodurch massive Preiserhöhungen bei den Endkunden vermieden werden können. Soviel zum Thema Kostenpolitik. Aber Alpig ist nicht die einzige Organisation, die man zurückgeschrieben hat. Da wäre zum Beispiel noch BKW. BKW schreibt: Danke für Ihre Anfrage. Wir werden sie Ihnen sehr gerne wie folgt beantworten. Der CEO der BKW, Robert Itschner, hat sich gerade vor kurzem in einem Interview mit Bund und BZ zu dieser Frage geäußert. Er hat gesagt, die BKW hat sehr wohl eine Lieferverpflichtung. Wir liefern 2,5 Terawattstunden in die Grundversorgung. Das ist fast die Hälfte von rund 6 Terawattstunden Strom, die die BKW in der Schweiz produziert. Unser Netz liefert zu 99,996% der Zeit zuverlässig Strom. Das ist europaweit ein Spitzenwert. Und auch er schreibt, wir haben gegenüber unseren Kundinnen und Kunden eine Lieferverpflichtung und müssen einen Beitrag an die Versorgungssicherheit leisten. Mit Projekten wie Trift und Grimsel bringen wir den Tatbeweis, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und in die Versorgungssicherheit investieren wollen. Soviel zum Thema Versorgungssicherheit. Ich glaube, Sie würden dem Sozialismus sagen, oder? Nein, ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Ja, ich weiss gar nicht, wo anfangen. Mit Verlaub, Frau Martullo, wir müssen schauen, was in diesem Gesetz steht. Ja, was die sagen, steht leider nicht in diesem Gesetz. Mit dem Stromgesetz, es wird keine neue Abgabe eingeführt, es wird keine neue Steuer eingeführt. Der Netzzuschlag wird nicht erhöht. Also Konsumentinnen und Konsumenten haben nicht mit höheren Kosten zu rechnen. Im Gegenteil, wir haben mit mehr Preisstabilität zu rechnen. Und was auch wichtig ist, wir als Schweiz profitieren. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Erstens mal werden die Wasserkraftwerkbetriebe verpflichtet, dass sie eine Wasserreserve bei uns behalten. Und zwar mit weniger Entschädigung, als sie das in den letzten Jahren bekommen haben. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, in der Grundversorgung sind sie verpflichtet, Stromversorgungsunternehmen, uns mit inländischem, erneuerbarem Strom zu beliefern. Also der Nutzen ist bei uns. Und die Preisstabilität, vielleicht noch zur Erinnerung, das müsste euch eigentlich auch gefallen. Die erreichen wir, weil wir weniger abhängig sind vom Import aus dem Ausland, nämlich vom Import von Öl und Gas. Wir sind auch weniger an diesem Markt ausgerichtet in Zukunft, wenn wir die einheimische erneuerbare Energie, insbesondere die Sonne, auf der bestehenden Infrastruktur ausbauen. Also ich bitte euch wirklich, bei den Fakten zu bleiben. Wir reden über das Gesetz heute und über das, was in diesem Gesetz steht. Mit dem Ausbau von unseren einheimischen erneuerbaren Energien, insbesondere von Sonne, 80% von diesem Ausbau wird auf der bestehenden Infrastruktur Solar stattfinden. Und damit, weil wir eben wegkommen von diesen fossilen, von Import von Öl und Gas, werden wir auch unser Klima schützen können, weil wir weniger angewiesen sind auf die fossilen Energien. Macht Sinn, oder? Völlig klar. Der Preis kann ich nicht sagen, wo der wird sein. Er wird nicht erhöht durch das Gesetz, weil wir den Netzzuschlag nicht erhöhen. Der Preis wird sich auch in Zukunft am Markt, international, also am europäischen Markt, am Gasmarkt, richten. Und dann ist klar, dass wir mit dem Gesetz sogar Preisschwankungen, wenn der Preis hochgeht, wenn es europäisch knapp ist das nicht das Gesetz. Aber Preisschwankungen können wir ausgliedern, weil die Unternehmen werden mit dem Gesetz beauftragt, strukturiert einzukaufen. Das heisst, so einzukaufen, dass es nicht unnötige Fluktuationen gibt. Ja, ich glaube, ich kenne mich relativ gut aus am Strommarkt, auch international. Ich bin einer der grossen Stromverbraucher. Es ist ein bisschen
verlogen, wenn wir vom Strompreis Zweistellige reden. Millionen Oder man höhere redet- Kosten haben sie, Ja, oder? Ja, bei uns. Ich selber, ja. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, die Verschwendung der Natur. Zwar vor allem die Sonnenenergie und die Sonnenenergie auf der bestehenden Infrastruktur. Das heisst, auf Hausdächern, auf Fassaden, auf Parkplätzen, auf Autobahnböschungen etc. Dort liegt der Fokus von diesem Gesetz. Ich möchte noch einen Nachtrag machen, und zwar zu den Windrädern. Das kann ich auch nicht so stehen. 9000 Windräder, excuse, das ist absolut absurd. Die haben gesagt, jeder Hügel in Zürich. Ich werde den Regierungsrat Neukomm reden. Der hat gesagt in einem Interview, er rechnet damit, dass in Zürich mit dem Stromgesetz vielleicht 5 bis 10 Anlagen kommen. Ich will da wirklich, dass wir bei den Zahlen und bei den Fakten bleiben. 120, aber das ist schon gleich. Ja. Erst muss ich mal sagen, da wird jetzt ein bisschen runtergespielt. Ja, das ist ein bisschen auf den Dächern, da wird nur ein paar Windräder. Fakt ist, das ist ein massives Push-Programm, das über die Energiestrategie ausgeht, das man massiv finanziert für Grosssolar und Grosswindkraft. Zum einen habe ich im Chat gerade das Wort Autoritätsargument gelesen, weil genau das ist es letztlich. Es ist so ein Glaub mir, weil ich bin Experte. So. Und das ist immer so ein bisschen, okay, dann sag wenigstens, warum so, ne? Also beleg das, hol Quellen, hol Fakten, aber einfach, dass ein Experte sagt, das ist so, ist schon, hat einen weirden Beitaste so. Gut. Dann hat sie ihre Bedenken in Bezug auf das Mitbestimmungsrecht geäußert. Woraufhin der Herr Rösti nochmal versucht, unternimmt den Unterschied zwischen einem Nutzungsplan und einem Richtplan zu erklären. Also der Richtplan, der vom Kanton erarbeitet und vom Bund genehmigt wird, und dem Nutzungsplan. Der, der effektiv für den Bau benötigt wird und über den in der Gemeinde oder in den Kantonen abgestimmt wird. Man hat bereits den Kantonen den Auftrag gegeben, geeignete Gebiete für bestimmte Strommengen auszuscheiden. In Graubünden 25 Windparkzonen, 130 Räder. In Zürich jeder zweite Hügelzug, 120 Räder. Bereits geplant vom Kanton zum ausgescheidete Gebiet, das er muss, auf Auftrag vom Bund machen muss. Nein, das ist bereits, Nein, bereits vorhanden. Ich Nein. kenne sie alle in den Tourismusgebieten und so weiter. Liebe Frau Kollegin, der Bund gibt keine Aufträge an die Kantone, wie viel Wind das muss stehen. Es gibt keine Aufträge, es gibt keine Zielsetzung von Wind und Solar. Der Bund, Herr Bundesrat, ich kenne den Auftrag, ich zeige Ihnen nachher gerade persönlich, der Bund hat wo der den Auftrag Bund aus der Energiestrategie jetzt den Auftrag gegeben für Windkraftmengen, und als Auftrag haben die Kantone das entgegengenommen und angefangen, den Richtplan zu machen. Das ist ein Auftrag vom Bund. Neu mit dem Gesetz im nationalen Interesse durchgesetzt. Und dort geht es um ein paar Windräder in gar keiner Form. Da geht es um Hunderte von Windrädern, die jetzt dort können mit nationalem Interesse bauen werden. Okay, wir machen es anders. Und zwar so, dass am Schluss wirklich alle verstehen. Der Richtplan ist wie, zum Metapher vom Zürichsee aufgreifen, wie das Brett beim Spielen Schiffli versenken. Und der Nutzungsplan ist die Flotte an Bötchen, die man platzieren kann. Am Schluss ist nicht die ganze Platte verbaut, oder? Der Bund gibt den Kantonen, das sagt dir, Frau Martullo, absolut richtig, den Auftrag, Richtpläne zu machen. Das ist normal, das hat er schon immer so gemacht. Und jetzt kommt zusätzlich der Auftrag nach dem Gesetz, die Richtpläne so zu machen, dass man sieht, wo könnte es geeignete Gebiete geben für Strom. Das ist auch noch richtig. Aber wie viel das Kantone produzieren sollen, da gibt es keinen Auftrag. Ja. Aber wichtiger ist doch, dass hier einfach wirklich ein Bild gezeichnet wird, das einfach nicht in diesem Gesetz ist. Aber das ist schon gleich. Oder in diesem Gesetz ist massiv eingeschränkt, wo man bauen darf. Nochmal, es ist verfassungskonform, es ist vom Bundesamt für Justiz klar als verfassungskonform deklariert worden. So weit, so gut. Aber jetzt gibt es ja immer die Leute, die grundsätzlich dagegen sind und mit Herzblut einfach alle möglichen Lösungsvorschläge dementieren. Aber selber Lösungen vorschlagen? Schwierig. Wenn wir auf denen, die noch laufen, müssen aussteigen. Und jetzt ist sie auch noch dagegen, dass man bei den Erneuerbaren mindestens die 15 Wasserkraftprojekte, die 16, die im Gesetz sind, erleichtert bauen kann, die von 16 13 bereits instand sind und nur erweitert werden müssen, wird eure Natur nicht im geringsten beeinflussen.
Über 80% vom Ausbau wird auf bestehende Gebäude passieren. Schauen wir her, wo heute ausgebaut wird. Letztes Jahr sind 45'000 Anlagen auf den Gebäuden gebaut worden. Dort spielt Musik, dort passiert etwas. Und mit dem Gesetz haben wir noch zusätzliche Anreize, damit noch mehr gebaut wird auf den Gebäuden. Also dort läuft das. Also Frau Weber, wenn Sie wollen, dass auf Gebäude mehr Solar kommt, das Gesetz bringt das. Aber es bringt es als Teil von einem Mix von Energien. Darum ist auch die Wasserkraft dabei, darum ist auch ein kleiner Teil Wind. Aber wir reden jetzt über einen ganz kleinen Teil, wenn wir über Wind reden. Aber wenn Sie von dieser Seite hören, ist halt einfach schon das Problem. Auch bei der Frau Weber. Wir diskutieren seit über 30 Jahren, ob man beim bereits heute bestehenden Grimselsee mal die Staumauer erhöhen kann. Seit 30 Jahren diskutieren wir das. Und es passiert nichts. Und das ist notabene, Frau Weber, das müsste euch jetzt gut kommen, ein Gebiet, das bereits genutzt wird von der Wasserkraft. Und dort seid ihr auch dagegen. Also ihr seid überall dagegen. Also ihr könnt nie irgendwie sagen, hier machen wir es jetzt, dort brauchen wir es schon. Und das müssen wir, diese Blockade müssen wir mal aufhören von dieser Wasserkraft. Frau Martullo, jetzt bin ich dran. Nein, er hat sich zu mir gekehrt. Die Problematik, dass wir Wir haben es geschafft, wirklich die grossen und wichtigen Punkte, den Biotopschutz zu schützen. Die Restwassermangel sind nach wie vor die gleichen. Das haben wir alles rausgeholt für den Natur- und Umweltschutz, weil uns das eben so ein wichtiges Anliegen ist. Jetzt müssen wir aber schon, so weit will ich gleich gehen. Ich will ja am Schluss aus dem Gesetz, dass mehr Strom, vor allem im Winter, produziert wird. Und wenn wir von 16 Projekten reden, dann heisst das unter anderem, und darum hat der WWF Pro Natura das auch unterschrieben. Dann heisst das unter anderem, dass wir andere 15 Projekte, die auf der Liste waren, die wir bauen wollten, eigentlich gesehen hat, die stellen wir damit eher zurück. Wir wollen uns auf das konzentrieren. Gut, schließen wir die Analyse zum Thema Verschändelung der Natur mit dem mal ab und kommen zu einem Punkt, der eigentlich für Frau Martullo mindestens genauso interessant sein dürfte. Und zwar der Punkt Unabhängigkeit vom Ausland. Weil ja eigentlich für sie ein Argument müsste sein, um für das Stromgesetz zu stimmen. Und damit, mit dem Ausbau von unseren einheimischen erneuerbaren Energien, werden wir eben genau unabhängiger vom Import von Öl und Gas. Und zwar aus autokratischen Ländern. Zur Erinnerung, 8 Milliarden Franken pro Jahr geben wir aus für den Import von Öl und Gas. Wo der Putin die Ukraine hat angegriffen hat, war sogar 20 Milliarden Franken. Und das Geld, das wollen wir doch besser bei uns investieren, mit dem Ausbau von unseren einheimischen erneuerbaren Energien, insbesondere von Sonne. 80% von diesem Ausbau wird auf der bestehenden Infrastruktur Solar stattfinden. Und damit, weil wir eben wegkommen von diesen fossilen, von Import von Öl und Gas, werden wir auch unser Klima schützen können, weil wir weniger angewiesen sind auf die fossilen Energien. Macht Sinn, oder? Völlig klar. Uns ist der Christian Wasserfall. Eine sichere Stromversorgung mit einheimischen Energien, das erhofft man sich von dem Gesetz. Es ist aber noch nicht so lange her, da hat es im Land fast einen Blackout gegeben, weil Solarpanels vom Schnee zugedeckt sind. Diese Schlagzeilen hat man lesen. Fehlerprognose beim Solarstrom. Plötzlich fehlt in der Schweiz die Produktion eines großen Kernkraftwerkes. Mit der erneuerbaren Energie und im Speziellen mit dem Solarausbau nimmt man doch in Kauf, dass das auch in Zukunft passiert. Wir können nicht mehr wie bei der Grimsel, ich komme ja aus dem Kanton Bern, 30 Jahre plus darüber diskutieren, ob man mal die Staumauer erhöhen kann. Das muss man jetzt mal machen. Und diese Vorlage führt dazu, dass man das kann, weil dort sind 15 Anlagen drin. Es ist nicht einfach gemacht mit diesem Gesetz, es muss noch weitergehen, insbesondere, weil wenn man jetzt heute die Mengen realisieren würde, Photovoltaik und Wind zum Beispiel, muss man sie 20 Jahre schon wieder neu bauen, weil nämlich die Lebensdauer abgelaufen ist. Also man muss vor 2050 bereits die nächste Schippe drauflegen. Also es ist höchste Zeit, dass wir jetzt kurz- und mittelfristig uns auf den Weg machen. Aber ich sage auch, wenn wir die Pariser Klimaziele erfüllen wollen, so die Stromversorgung sicherstellen, ist das der erste Schritt. Ich will nicht zu viel Zeit brauchen, aber nochmal, wir sind in einer Lage, wo das grösste Risiko von dem Land eine mögliche Strommangellage ist. Frau Weber sagt, ich bin froh, wenn man aus den Fossilen aussteigt. Das braucht massiv mehr Strom, wenn wir das machen. Frau Weber ist dafür, dass man nicht mehr in die Kerntechnologie einsteigt. Da gibt es einfach keinen Strom. Und mein Anliegen ist das Einzige, was ich mein Anliegen habe. Und bin relativ bescheiden mit den Erwartungen, dass wir mehr Winterstrom haben. Das Schlimmste, was diesem Land passieren kann, wenn wir in einer Mangellage haben. Und weder Frau Weber noch Frau Martullo hat jetzt mal eine Lösung gezeigt, wie kommen wir, und zwar nicht in 15 Jahren, in 20 Jahren mit einer neuen Technologie. Da bin ich ja dran. Aber wie kommen wir zu mehr Strom in der Kürze? Noch etwas zu der Landschaft ergänzen.
Ich komme ja vom Kanton Graubünden. Wir haben den Auftrag vom Bund umgesetzt. Und das heisst bei uns 25 Windparkzonen, alle in den Tourismusgebieten dran. Gerade oben an den Dörfern. Eine riesige Überbauung mit Windkraft. Das ist der Richtplan, den der Kanton erstellt hat auf Auftrag vom Bund. Er hat sogar einen Windpark geplant, wo die Bevölkerung schon zweimal Nein gestimmt hat. Auch die Bevölkerung, das Wohlbefinden, Tourismus, Erholungsgebiet wird einfach ausgehebelt mit dem nationalen Interesse. Ist das so? Ich bin dieser Sache ein bisschen neu auf den Grund. Darum habe ich am Kanton Graubünden, oder wie es Frau Matullo sagen würde, Kanton Graubünden, habe ich mal geschrieben und am Kanton Zürich bezüglich genau den Aussagen, die sie da geäußert haben. Und die Antwort war, die Abklärungen sind aufwendig, weil viele verschiedene Nutzungs- und Schutzinteressen zu berücksichtigen sind. Die Baudirektion hat an einer Medienkonferenz im Oktober 2022 das Potenzialgebiet aufgezeigt. Potenzialgebiet, wichtig, wo auf eine Eignung hin näher untersucht werden. Der Stand der Planung findet ihr übrigens als Quelldokument in der Videobeschreibung. Freundliche Grüße, Kanton Zürich Baudirektion, Amt für Raumentwicklung. Gut, von Zürich so viel. Dann Graubünden. Der Richtplan Energie vom Kanton Graubünden ist letztes Jahr öffentlich aufgelegt worden und wird zurzeit auch in Bezug auf die Windenergie überarbeitet. Der Anlass für die Überarbeitung ist der Artikel 10 vom revidierten Energiegesetz, wo am 21. Mai 2017 mit einem schweizweiten Mehrfonds 58,2% angenommen worden ist. Die Unterlagen zu dieser Vorlage könnt ihr übrigens herunterladen, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Bezüglich der Überschrift Anpassung vom kantonalen Richtplan Energie. In Bezug auf die Windenergie verweise ich auf die entsprechenden Kapitel im Richtplan, Kapitel 7, 1.3 und im Erläuterungsbericht insbesondere auf die Grundlage Eignungsgebiet Windenergie. Aus dem Dokument können Sie die genauen Informationen entnehmen, insbesondere was unter anderem Berücksichtigung der Schutzanliegen betrifft. Und im spezifischen Hinweis bezieht er sich noch auf die Aussage von Albert Rösti, wo es darum geht. Zürich hat einfach mal in einer groben Richtplanung, das ist bei uns im Moment gesehen, wo könnte man allenfalls planen. Jetzt wird das geprüft. Die Prüfung gilt jetzt eben genau in die Richtung, keine Naturschutzgebiete, kein Wald ohne Erschliessung, kein Landwirtschaftsland. Zürich ist noch ganz speziell wegen der Anflüge. Also da wird ganz viel nicht möglich sein. Und das Gesetz tut eben gerade die Einschränkungen machen. Was ihr sagt, ist, was vor 2 Jahren passiert ist. Der Bund hat bereits vor dem Gesetz, ich glaube vor 2 Jahren schon, Kantone gesehen, dort im Richtplan Gebiet für den Wind ausscheiden. Also die schreiben, ja, dass es die gibt. Ja. Aber das hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Und mit dem Gesetz hier, sonst müsst ihr wirklich zeigen, was steht, tut der Bund nie verlangen, es braucht 10% muss aus Wind sein, oder 5% muss auf Wind sein, oder 20% oder eben alles. Das passiert nie. Soviel zum Thema massives Überbauungsprogramm. Für Solar- und Windkraftanlagen von nationalem Interesse, die in einem geeigneten Gebiet vorgesehen sind, gilt das Interesse an ihrer Realisierung anderem nationalen Interessen grundsätzlich vorgeht. Man hat ja dort das Wort «grundsätzlich» noch rein da. Warum hat man das gemacht? Das hat man schon bei der Energiestrategie ziemlich lang diskutiert. Weil man das Gericht eben genau mit dem Wort «grundsätzlich» einen Handlungsspielraum geben. Es heisst nicht automatisch, nein, es heisst nicht automatisch, es geht vor. Es geht grundsätzlich vor, es gibt einen Ermessensspielraum. Und da ist eben genau, kommt es darauf an, wie ist das Projekt ausgestaltet. Und haben wir dort A, ein nationales Interesse? Ja. Aber B, was gibt es für andere Interessen, wo man gleich noch Einsprache oder Beschwerden machen können? Aber offenbar tut es sich ein bisschen reiben an dem Wörtchen «grundsätzlich». Oder? Das Interesse an dieser Realisierung ist grundsätzlich. Herr Bundesrat, wie ist es grundsätzlich? Jetzt gut zulassen, Frau Matullo. Jetzt gut zulassen. In der Nutzungsplanung, das ist ein Instrument, wo bei den meisten Gemeinden darüber abstimmen können. Es gibt Kantone, die bereits heute, wie Zürich, selber das machen. Das ist aber da ändert das Gesetz nicht. Also die Gemeinde tut, bevor überhaupt das Interesse gibt oder nicht gibt, abstimmen. Wir wollen so ein Gebiet, ja, wir wollen keins. Wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen so ein Gebiet, ja, wir wollen bei uns einen Windpark machen. Oder dann ist es so, dass dann kommt das nationale Interesse im Grundsatz. Und Einzelne können trotzdem Einsprache machen. Und das ist völlig richtig gesagt worden. Ein Gericht tut, wenn nicht massive Naturschutzinteressen dagegen sprechen, zugunsten des Projekts. Aber wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen kein so Projekt, und da gehe ich davon aus, die Bündner Gemeinden werden sich da zum Teil auch noch recht zur Wehr setzen. Und das ist ja wichtig, dass die Basis und die Regionen weiterhin bestimmen können. Und das garantiert das Gesetz.
Ja, es ist halt so, der Richtplan ist nachher vom Bund genehmigt, vom Kanton ist er gemacht worden. Übrigens in vielen Kantonen, in den meisten stimmt das Volk nicht ab über so einen Richtplan, sondern das macht die Regierung oder noch das Parlament, zum Teil nur die Regierung. Dann, wenn der Bund das genehmigt, wird das verbindlich und es ist eben nationales Interesse. Der Vollzug ist nachher beim Kanton. Das heisst, der Kanton muss natürlich sicherstellen, dass die Nutzungspläne, die Baubewilligungen und all das natürlich einem Richtplan entsprechend erfolgen. Und wenn das nicht der Fall ist, und das haben jetzt verschiedene Kantone schon gesagt, dann ziehen sie das an sich. Und dann machen sie die Nutzungspläne, sie die Baubewilligung. Dann machen sie alles. Die Gemeinde kann schon abstimmen und sagen Nein. Aber sie muss den Richtplan umsetzen. Wenn sie es nicht macht, muss der Kanton das durchsetzen im Auftrag vom Bund. Und so läuft es in den Kantonen bereits ab. Herr Villagott, haben Sie es noch mal probieren? Vielleicht schaffen Ihre Worte ein bisschen mehr Klarheit wie meine. Seit Jahrzehnten setzen wir das Verbandsbeschwerderecht ein. Wir setzen es mit Vernunft ein. Und wir werden das weiterhin machen. Also wir kennen das Recht, wir kennen das nicht einfach aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Und die Eignungsgebiete, die sind ganz wichtig für uns, weil was das bedeutet, ist, dass wir in Zukunft eben kanalisieren, wo so Projekte überhaupt geplant werden, dass die nicht über das ganze Land verteilt sind, sondern in Gebieten, wo man abschätzt, was ist der Nutzen und was ist der Schutz. Und das ist unsere Überzeugung. Wir haben mitgemacht am runden Tisch Wasserkraft, weil wir überzeugt sind, wenn man miteinander an den Tisch sitzt und Lösungen sucht, dann bringt das mehr, als wenn man aus der ideologischen Ecke heraus irgendetwas kritisiert. Aber wir werden vor Gericht praktisch keine Chancen mehr haben zu gewinnen, weil die Energiegewinnung über den Naturschutz einfach steht. Das heißt, jetzt konnten wir noch Einsprache machen, das Gesetz ist noch nicht in Kraft, aber wenn es in Kraft ist, dann hat das Gericht die Interessenabwägung nicht mehr zu machen. Im Einzelfall wird das abgewogen. Und wettet Sie dann, dass die Anlagen überall in der ganzen Land gebaut werden? Wir wollen doch, dass die konzentriert werden, dort, wo es schon Infrastrukturen gibt. In Zukunft gibt es Kriterien, die schweizweit gelten, für wie die Eignungsgebiete festgelegt werden. Das haben wir im Moment so nicht. Das ist ein Fortschritt. Und wir wollen in Zukunft, dass der Zubau auf den Dächern passiert und dort, wo er in der Natur ist, dass er dort ist, wo es eben wirklich am meisten bringt und am wenigsten Schaden anrichtet. Und das kommen wir mit dem Gesetz über. Also, ich kann garantieren, dass man mit einer kleinen Ausnahme, das ist die Wasserkraft, ist hier gut aufgelistet worden, was zur Hauptsache um bestehende Projekterweiterungen geht. Die Verfahren, die heute in einer Gemeinde, dass man eine Anlage erstellen kann, nicht touchiert werden. Das heisst, mit Bestimmung der Gemeinde, da was im Kanton geregelt ist, dass die Gemeindeanliegen im Kanton geregelt ist, im Kanton. Der Bund tut nicht in diese Mitbestimmung eingreifen. Mit Beschwerden, Einspracherecht, das gilt auch für die Wasserkraft, sie beim Konzessionsverfahren, sie beim Bewilligungsverfahren, sind die drin. Heute ist es so, dass in den meisten Fällen die betroffenen Gemeinden im Rahmen des Nutzungsplans über das Projekt entscheiden können. Dagegen kann in den meisten Fällen das Referendum ergriffen werden und auch Umweltverbände können Einsprachen machen. Die Interessenabwägung die bleibt nach wie vor klar. Wir haben das auch vom Bundesamt Justiz bestätigt. Es gibt ein Gutachten, das bestätigt. Wir kennen eben kein absolutes Interesse, sondern es ist das grundsätzliche Interesse, wie das vorher noch der Wasserfall hat ausgeführt. Das ist der Unterschied. Und mir ist es wichtig zu sagen, es gibt keine Einschränkung vom Verbandsbeschwerderecht in diesem Gesetz. Es gibt keine Einschränkung von der Gemeindemitbestimmung. Also es wird auch weiterhin möglich sein, für die Umweltschutzorganisationen oder für die Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu intervenieren. Und das ist wichtig, sonst hätten wir doch dem auch nicht zugestimmt. Das ist ja alles schön und recht, aber jetzt kommt noch das Beste. Und zwar hat Frau Madullo ganz einen spannenden Artikel im Stromgesetz gefunden. Und auch noch bevormundet werden. Im Gesetz steht nämlich auch noch Halbierung von dem Energieverbrauch. Ist dann auch noch vorgeschrieben in diesem Gesetz? Schweinerei. Wie kommt man auf die Idee, in einer Situation, wo die Ressourcen knapp werden, darauf zu schauen, dass man weniger von ihnen verbraucht? Absolut absurd. Aber ich verstehe Frau Madullo, ich meine, sie ist ja eine von diesen grösseren
Stromverbraucher. Wir erinnern uns. Ich bin einer der grossen Stromverbraucher. Zweistellige Millionen höhere Kosten haben sie, ja, oder? Ja, bei uns. Ich selber, ja. Und es kann sein, dass sie sich wirklich Sorgen darum macht, dass sich am Schluss der Otto-Normalverbraucher den Strom nicht mehr leisten kann. Und hey, sie muss ja auch ihre Kinder durchbringen. Sie haben ein Vermögen von 5 Milliarden Franken. Kann ich das? Ich weiss es gar nicht. 5,1, ich habe jetzt abgerundet. Ja, grosszügig. Wie viel Steuern zahlt man denn für das Vermögen? Ja, Sie haben recht, das ist vor allem Vermögenssteuer, sehr viel. Ich habe gerade auch noch mal drauf geschaut, fast 20 Millionen. So, jetzt aber genug von dem Politikgedöns. Fassen wir zum Schluss noch mal meine Lieblingsargumente zusammen. 9000 Windräder, 5-mal der Zürichsee mit Solar. Fakt ist, das ist ein massives Push-Programm, das über die Energiestrategie ausgeht. Das man massiv finanziert für Grosssolar und Grosswindkraft. Ja, die Martulla Blocher ist hure intelligent. Als erste trägt die so eine Maske. Ja, zu Bern im Parlament. Ja, Tschatschem, wegen dem Corona. Du Can, das habe ich gecheckt. Schöner wäre, die hätte der ganze Grind verdeckt. Und weil ich ja gar kein Fan davon bin, einfach nur Probleme in den Raum zu werfen und mit gar keine Lösungen führen zu kommen, habe ich gedacht, Vorschlag an euch. Ich könnte ja ein Video machen mit Tipps und Tricks, wie wir unseren eigenen Strombedarf ein bisschen nach unten regeln können. So, dass wir am Schluss des Tages kein schlechtes Gewissen haben. Wie wir in unserem Alltag unseren Fußabdruck ein bisschen verkleinern können. Schreibt es mal in den Kommentar. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei seid. Ich freue mich, dass ihr euch das nochmal angetan habt. Die meisten vorher haben die Arena vermutlich schon mal in voller Länge durchgeschaut. Und jetzt noch mit meinem Senf dazu. Darum danke vielmals für eure Geduld. Ich freue mich auf eure Inputs. Und abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, erkennen das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Gute Nacht aus dem Studio 8.